Buchbar 1,7 Wird es jemals ein perfektes Buch geben, das alle menschlichen Erfahrungen beschreiben kann? Nein. Vielleicht. Oder ja. In dieser Episode finden wir heraus. Herzlich willkommen bei Buchbar 1,7, dem Podcast für die großen Fragen zwischen zwei Buchdeckern. Mein Name ist Ogochukwu Peter. In der heutigen Episode wagen wir einen literarischen Marathon. Wir besprechen gleich 5 Bücher. Die verbindenden Elemente der Werke sind die universelle menschliche Krise und die zeitgenössische deutschsprachige Gegenwartsliteratur. Die folgenden Werke schauen wir uns heute genauer an. Bemühungspflicht von Sandra Weiss. Im ersten Licht von Norbert Gstrein. Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf von Alice Schmidt. Auf ganz dünnem Eis von Peter Stamm. Und Gebäude für Breitengrad von Guy Helminger. Beginnen wollen wir jetzt aber mit Sandra Weiss, Bemühungspflicht. In ihrem dritten Buch stellt uns die Österreicherin den alten Herrn Manfred Gruber vor, dessen Leben von einem Moment auf den anderen aus den Fugen gerät. Von gesundheitlichen Problemen über ein zerrüttetes Familienleben bis hin zur drohenden Verlust seines geerbten Hauses. Inwiefern kann er denn von der Sozialhilfe leben? Unsere Rezensentin für das heutige Gespräch heißt Marina Matos-Großes. Sie setzt sich mit dem Buch auseinander, um die oben gestellten Fragen zu beantworten. Sandra Weiss wurde für ihren Roman Das Grenzenlose Und mit dem Jürgen Porto-Preis für das beste deutschsprachige Debüt ausgezeichnet. Sie erhielt mehrere Stipendien, zuletzt das Projektstipendium des Ministeriums für Kunst, Kultur, Öffentlichen Dienst und Sport für ihr Manuskript Bemühungspflicht. Heute widmen wir uns in dieser Besprechung dem fertigen Buch und der dahinter stehenden Botschaft. Die Rezensentin Marina Matos-Großes ist uns zugeschaltet. Guten Tag. Guten Tag. Der Titel Bemühungspflicht klingt fast bürokratisch oder sachlich. Wie passt dieser Titel zur emotionalen Atmosphäre des Romans? Der Titel klingt trocken, fast wie ein Formular. Bemühungspflicht ist ein Begriff aus dem österreichischen Sozialsystem. Wer Sozialhilfe bekommt, muss nachweisen, dass er sich um Arbeit bemüht. Bewerbungen schicken, Termine wahrnehmen, funktionieren. Das Wort selbst klingt nach Amt, nach Kontrolle. Aber Weiss nimmt diesen bürokratischen Begriff und stellt ihn neben einen Mann, der innerlich längst aufgegeben hat. Das ist der Widerspruch, der den Roman antreibt. Das System verlangt Bemühung, Manfred bemüht sich und trotzdem kommt er nicht weiter. Der Titel verspricht keine Emotion, aber der Roman steckt voller davon. Diese Spannung zwischen dem sachlichen Wort und der Schöpfungsfigur dahinter, das ist eigentlich das ganze Buch in einem einzigen Begriff. Interessant. Die Ich-Form ist hier ungewöhnlich. Weiss schreibt in der zweiten Person, alles ist ein Du. Was macht das mit Ihnen als Leserin? Am Anfang ist es ungewohnt. Man wird direkt angesprochen und denkt, das bin ich nicht. Das ist nicht mein Leben. Aber man kommt nicht raus. Weiss lässt einen keine Wahl. Man bleibt nah am Manfred, ob man will oder nicht. Und irgendwann merkt man, dass man aufgehört hat, darüber nachzudenken. Man ist einfach dabei. Man geht mit ihm zur Behörde, man wartet, man schämt sich. Das Du funktioniert wie ein Zug. Ich glaube, das ist auch der Grund, warum der Roman so unter die Haut geht. Über jemanden wie Manfred liest man sonst eher aus der Distanz. Hier geht das nicht. Beispielsweise auf Seite 120. Du hast es verdient, alles zu verlieren. Alle deine Fehler der Vergangenheit führen genau zu diesem Punkt. Nun bekommst du die Rechnung präsentiert. Von Anfang an wussten das alle, deine Mutter, dein Sohn, Ellie. Von Anfang an war dein Weg vorgezeichnet, um in dieser Sackgasse zu landen.
Die andere Stimme in deinem Kopf aber nimmt dich in Schutz. Du kannst nicht davor. Das System ist nicht für dich gemacht. Würdest du dich anpassen, würdest du dich sterben. Dein Weg ist eben ein harter, einem voll von Hindernissen. Es werden dir Steine in den Weg gelegt, aber du hast eine Daseinsberechtigung aufgrund deines Menschseins. Bleib hart, bleib stur. Du musst dich um dich selbst kümmern. Dieses besondere Dilemma von Herrn Gruber zwingt den Leser dazu, über sein eigenes Leben nachzudenken, ob er nun darauf vorbereitet ist oder nicht. Oder innezuhalten und sich ein mentales Bild von der Situation des Protagonisten zu machen. Die Erzählform birgt näher als erwartet. Und welche Szene ist Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben, weil sie die emotionale Distanz zwischen den Figuren besonders stark zeigt? Im Mittelpunkt steht Manfred Gruber, ein älterer Mann, der von der Sozialhilfe lebt und an einem Montag im April feststellt, dass die Behörde die Zahlung nicht überwiesen hat. Weiss führt uns in eine Figur ein, deren Blick in die Zukunft vor der Vergangenheit getrübt ist, wo jede Krise ein Marker die nächste bereits erwartet. Mittlerweile rechnest du in Jahrzehnten und willst du dich erinnern, denkst du an die Krisen als Marker. Autofahren hast du während der Ölkrise gelernt, eine Familie in der Jugoslawien-Krise gegründet. Während der Terrorkrise hast du die erste Fluchtreise unternommen. Während der Bankenkrise warst du selbstständig. Seit der Flüchtlingskrise lebst du von der Sozialhilfe. Du fragst dich, was die nächste Krise auslösen wird. Ein Krieg, das Öl, eine Pandemie. Eine weitere Szene der emotionalen Distanz ist das Gespräch zwischen dem Protagonisten, seinem Sohn und möglicherweise seiner Schwiegertochter. Auf dieser Szene können wir entdecken Informationen über seine Frau. Was wollt ihr denn von mir? Ich mache euch Kuchen und sitze jetzt auf der Anklagenbank? Was soll ich denn sagen? Dass ich ein schlechter Mensch bin? Bitte, ich bin ein schlechter Mensch. Geht es dir nur besser? Ich habe mich immer bemüht, Stefan. Ich habe alles für deine Mutter getan. Ich habe ihr ein Haus gebaut und mir den Arsch aufgerissen, damit sie das Leben bekommt, das sie nicht gewünscht hat. Aber sie war nie zufrieden. Sie hat mich nie immer nur angemerkt, mich kritisiert, mich fertig gemacht. Kein gutes Hart hat sie an mir gelassen. Der Beschwerdebrief endet mit wenig freundlichen Grüßen. Ist das Komik, Wüde oder beides? Beides. Weiss schreibt einen Roman über jemanden, der vom System erdrückt wird. Aber Manfred ist nicht nur Opfer. Er hat seinen eigenen Kopf, seine eigene Haltung. Und das zeigt sich in solchen Momenten. Er macht, was man von ihm verlangt. Er schreibt den Brief, er hält die Form ein. Aber er weigert sich, dabei nett zu sein. Das ist lustig, ja, aber es ist auch das Einzige, was er in diesem Moment kontrollieren kann. Und das sagt viel über ihn aus. Ein Beispiel davor ist ein Abschnitt auf Seite 152 bis 155. Man liest eine seiner größten Enttäuschungen in dem versperrten Brief nach der ersten dreitägigen Probearbeit. Ich möchte hier etwas klarstellen. Ich habe keine soziale Notlage. Ich habe eine finanzielle Notlage. Gerade erst habe ich zum wiederholten Male eine Probearbeit absolviert und wurde nicht eingestellt. Wenn ich ein Problem habe, dann ist es die Unbilligkeit von profitorientierten Unternehmen, Arbeitskräfte einzustellen, die nicht wie ein Roboter funktionieren und die nicht durch mechanische Verbesserung der Komponenten und durch zeitweisen Ölen in ihrer Effizienz gesteigert werden können. Der Aushöhlung der Rechte von Arbeitslosen wird der rote Teppich ausgerollt. Das ist strikt zu verurteilen. Mit wenig freundlichen Grüßen, Manfred Gruber. Dies ist einer der Faktoren, die die Einzigartigkeit des Buches ausmachen, und ich hoffe, dass mehr Leserinnen die Absichten entdecken, die in dieser sorgfältig ausgearbeiteten Darstellung unserer Gesellschaft zum Ausdruck kommen. Dankeschön, Marina Matos-Kruzes über Bemühungspflicht. Der neue Roman von Sandra Weiss in der Frankfurter Verlagsanstalt erschienen mit 247 Seiten. Vielen Dank, dass Sie dabei sind. Vielen Dank. Unser nächstes Buch ist Im ersten Licht von Norbert Strein.
Ein Buch, das Krieg, Leben und Überleben behandelt. Wie Menschen trotz Gewalt und Verlust weiterleben können, bleibt die Frage im Mittelpunkt. Um den wichtigen Fragen, die dieses Buch aufwirft, gerecht zu werden, hören wir ein Rezensionsgespräch von 3 Gästen: Elena Klo, Lilith Hakobian und Lusine Nazarin. Jetzt gebe ich das Wort weiter an meine Co-Moderatorin. Ja, danke Ogochukwu. Hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und die erste Frage geht an Lusine. Könntest du uns zuerst erzählen, worum es in dem Buch geht? Ja, gerne. Im Roman geht es um Adrian Reiter, einen österreichischen Mann, der fast das ganze 20. Jahrhundert erlebt, also die beiden Weltkriege. Und obwohl er selbst nie direkt im Krieg kämpft, begleitet ihn das Thema Krieg eigentlich sein ganzes Leben lang. Immer wieder begegnet er Menschen, die selbst vom Krieg geprägt wurden, und dadurch wird die Vergangenheit ständig wieder präsent in seinem Leben. Der Roman zeigt also nicht nur den Krieg selbst, sondern vor allem, wie lange seine Folgen in Menschen weiterleben. Ja, danke schön. Das ist besonders interessant, weil der Roman zeigt, dass Krieg nicht nur Menschen direkt an der Front betrifft, sondern auch diejenigen, die scheinbar am Rande stehen. Ja, nachdem wir jetzt den Inhalt kennen, schauen wir uns als nächstes an, wie der Roman aufgebaut ist. Elena, wie ist der Roman strukturiert und welche Bedeutung hat eigentlich der Titel? Also, Gestreine erzählt nicht einfach chronologisch ein Leben nach, sondern gliedert Adrians Biografie in 4 Hauptteile oder Lebensphasen mit Hilfe Zeitsprüngen und Erinnerungen. Jeder Teil des Romans ist mit einer bestimmten Figur verbunden, die den Krieg unmittelbar erlebt hat. Ich würde sagen, dass diese Form gut zum Thema des Romans passt, weil sie es dem Leser ermöglicht, den Text in einer nachdenklichen Stimmung zu lesen. Und der Titel im ersten Licht hat mehrere Bedeutungen. Wörtlich meint er den Moment zwischen Dunkelheit und Tag, aber im Roman wird dieses erste Licht vor allem mit Angst und Krieg verbunden. Der Titel wird im Roman nämlich in Zusammenhang mit den Kriegserfahrungen der Figuren erwähnt. Und jetzt, ich werde aus dem Roman vorlesen, im Ersten Krieg ist der Schrecken des Krieges am größten. Meiner Meinung nach symbolisiert der Titel auch die Unsicherheit einer neuen Zeit nach Krieg und Gewalt, zumal der Roman sowohl die beiden Weltkriege als auch die Nachkriegszeit umfasst. Ja, danke schön. Der Roman wirkt dadurch fast wie eine Sammlung von Erinnerungen und nicht wie eine klassische Geschichte. Und was würdest du sagen? Was sind die größten Stärken des Romans? Und gibt es vielleicht auch Schwächen? Also für mich besonders interessant ist die Verbindung von individueller Biografie und historischer Erfahrung. Adrians Leben spiegelt die Nachwirkungen des 20. Jahrhunderts wider, ohne es didaktisch zu erklären. Gleichzeitig würde ich sagen, dass die zahlreichen Zeitsprünge vom Leser große Aufmerksamkeit erfordern. Also, wer eine klare Handlung erwartet, könnte den Roman als langsam oder vielleicht schwer nachvollziehbar empfinden. Auch bei mir blieb zudem Unklarheit darüber, was zwischen dem 3. Teil des Romans und dem Abschnitt mit dem Titel Der Autor passiert. Also, ich verstehe den Punkt schon, aber mich haben die Zeitsprünge ehrlich gesagt nicht so gestört. Ich hatte ja das Gefühl, dass sie gut zu den Erinnerungen und zur allgemeinen Stimmung des Romans passen. Gerade dadurch wirkt vieles persönlicher und nicht wie eine klassische historische Erzählung. Und warum ist der Roman deiner Meinung nach aktuell und welche Parallelen kann man zur Gegenwart ziehen? Also ich finde den Roman sehr aktuell, weil er zeigt, dass Kriege nie wirklich vorbei sind. Selbst Menschen, die nicht direkt kämpfen, tragen oft die Folgen weiter. Gerade heute merkt man das wieder sehr stark. Durch soziale Medien sehen wir Konflikte fast in Echtzeit, zum Beispiel der Konflikt in der Ukraine oder im Nahen Osten. Wir sind ständig informiert, aber gleichzeitig entsteht auch eine gewisse Distanz. Krieg wird oft nur noch als Nachricht wahrgenommen. Und genau da passt der Roman gut zur Gegenwart. Er erinnert daran, dass hinter jedem Krieg echte Menschen und langfristige Traumata stehen.
Ja, auffällig ist, dass sich der Umgang mit den Folgen von Krieg stark verändert hat. Gerade deshalb wirkt die Geschichte auch heute noch sehr aktuell. Ja, damit kommen wir zu unserer letzten Frage und die Frage geht an euch beide. Für wen eignet sich dieses Buch eigentlich besonders? Ich würde das Buch vor allem Menschen empfehlen, die sich für Geschichte und psychologische Themen interessieren. Besonders spannend fand ich, dass der Roman zeigt, wie Krieg auch Menschen prägt, die selbst gar nicht gekämpft haben. Und außerdem ist es kein Buch mit viel Action oder Spannung, sondern eher ein ruhiger, nachdenklicher Roman. Man muss sich also auf die Atmosphäre und die Figuren einlassen. Aber genau deshalb bleibt die Geschichte auch im Kopf. Ja, genau, Lucine. Man sollte den Roman lesen, weil er auf interessante Weise zeigt, wie Erinnerung und Wahrheit oft von der eigenen Wahrnehmung beeinflusst werden. Die fragmentierte Erzählweise macht die Geschichte besonders spannend, da sich viele Zusammenhänge erst nach und nach erschließen. Außerdem lebt das Buch vor allem von seiner ruhigen Atmosphäre, den komplexen Figuren und den Themen rund um Vergangenheit, Identität und Trauma. Ja, liebe Damen und Herren, wir sind am Ende unseres Gesprächs. Vielen Dank fürs Zuhören und natürlich auch danke an Lucine und Elena für eure Beiträge. Wir hoffen, dass wir euch einen guten Einblick in den Roman geben konnten. Vielen Dank, liebe Elena Klo, Lilith Hakobian und Lucine Nazaren. Unser nächstes Buch ist Allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf von Alice Schmidt. Wie geht man mit Einsamkeit, unerfüllten Erwartungen und der Suche nach Nähe um? Damit beschäftigen wir uns in dieser Geschichtensammlung. Erzählungen, die durch eine symbolische Rahmenhandlung verbunden sind. Jan Jehi, Ardyanti Devi, Julia Ischenko und Daria Kuschishka machen ein Kritikergespräch dazu. Und jetzt gebe ich das Wort weiter an meinen Kollegen Jan Jehi. Herzlich willkommen zum Literaturquartett von TNGS. Ich bin der heutige Moderator, Yang Jiehe, und ich begrüße meine heutigen Gäste, Frau Julia Ischenko, Frau Ardyanti Devi, Frau Daria Kuczyska. Schön, dass Sie alle da sind. Wir reden heute über allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf von Alice Schmidt. Das ist ein Erzählband über Einsamkeit, Beziehungen und Zukunftsängste. Besonders auffällig ist dabei das wiederkehrende Motiv des Mandarinenvogels. Zuerst sprechen wir über die Sprache des Buchs und ich würde gerne wissen, ob das Symbol des Mandarinenvogels im Buch wirklich Hoffnung gibt oder am Ende doch die Melancholie überwiegt. Julia, beginnen wir mit Ihnen. Vielen Dank, Angie, für die Einleitung. Mir ist sofort aufgefallen, wie leise dieses Buch ist. Kein großes Drama, keine lauten Szenen, aber genau das macht es so intensiv. Dieser blaue Vogel zum Beispiel, er schlüpft aus einer Mandarine. Total absurd, aber dann sitzt man da und denkt, ja, genau so fühlt sich das an, wenn man etwas Fremdes plötzlich beschützen muss. Und es gibt ein Zitat dazu. Es heißt, der Vogel ist hilflos, so viel ist klar, auf seinen spröden Füßen kann er nicht einmal aufrecht sitzen. Und trotzdem fliegt er am Ende. Das hat mich an die Frau mit der Kamera erinnert, die zweite Geschichte. Sie filmt die ganze Zeit, versucht zu kontrollieren, was passiert und scheitert doch. Der Vogel ist das Gegenteil. Man kann ihn nicht kontrollieren, nur füttern und das reicht. Sie sehen also gerade im Mandarinenvogel das emotionale Zentrum des Buchs, oder? Ja, ich kann das sagen. Okay, schön. Ardyanti, Sie haben aber das deutlich Kritische gelesen. Ja, also ich sehe das anders als Frau Julia Ischenko. So, natürlich verbindet der Vogel so die Gesichter formell miteinander, ja. Aber manchmal wirkt diese Symbolik für mich zu konstruiert sozusagen. Viele Figuren so bleiben emotionell distanziert und genau diese Distanz kann man also beim Lesen spüren, ja. Und im Betreff auf die Sprache muss ich sagen, dass also die Sprache
sehr schön ist, aber teilweise fast zu poetisch. Ja, dadurch bleibt man eher also Beobachter als emotionell beteiligt. Vielleicht ich kann also hier Ihnen ein Beispiel geben. Zum Beispiel also bei Bildern wie auf der Seite 300. Ich kann das vorlesen. Wenn ich dir sagte, er sei blau wie ein Nachmittagshimmel über die Autobahn oder blau wie die glasierten Kacheln eines Außenschwimmbeckens. So, hier, diese Sätze klingt sehr interessant, aber ja, es wirkt auf mich etwas so künstlicher. Deshalb bleibt für mich am Ende eher ein Gefühl von Einsamkeit und Orientierungslosigkeit als Hoffnung. Ein faszinierender Gegensatz. Daria, Sie liegen eher zwischen diesen beiden Positionen. Und wie haben Sie das Buch wahrgenommen? Ich kann beide Perspektiven verstehen. Einerseits finde ich den Mandarinenvogel wichtig, weil er dem Buch Struktur gibt. Andererseits verstehe ich auch Adiantis Kritik an der emotionalen Distanz. Für mich ist gerade diese Offenheit aber eine Stärke. Die Geschichten geben keine einfachen Antworten und bleiben bewusst uneindeutig. Eine der Geschichten endet zum Beispiel mit den Worten: Phil stieg auf sein Rad und zählte rückwärts von 10 bis 1. Punkt. Mich hat auch beeindruckt, wie ruhig Schmidt über Einsamkeit und Unsicherheit spricht. Es gibt kein Drama, die Konflikte wirken aber alltäglich und deshalb sehr realistisch, wie zum Beispiel in der Geschichte von Liefke, deren Schwester stirbt, oder von Will, dessen Eltern geschieden sind. Ich glaube deshalb nicht, dass das Buch eindeutig hoffnungsvoll oder pessimistisch ist. Es zeigt eher Menschen, die mit ihren Zweifeln leben müssen. Wunderbar. Dann kommen wir zur zentralen Frage des Gesprächs. Überwiegt am Ende Hoffnung oder Melancholie? Julia, wie denken Sie? So, ich höre oft, dass das Buch melancholisch sei, aber ehrlich, zum Beispiel die erste Geschichte. Der Wal liegt am Strand. Keiner weiß, warum er gestorben ist, aber keiner geht weg. So, das ist für mich nicht hoffnungslos. Man muss nicht alles verstehen, um da zu sein. Und genau wie diese Person mit dem Vogel. Sie hat keine Ahnung, was sie tun soll, aber sie versucht es trotzdem. Und genau das ist die Hoffnung in diesem Buch für mich. Dass Menschen sich kümmern, auch wenn sie keine Lösung haben. Aber diese Verbindung bleibt doch sehr schwach, oder? So, ich bin davon überzeugt, dass viele Figuren isoliert wirken. Ich glaube, Sie sprechen über zwei verschiedene Erwartungen an Literatur. Julia erwartet eher Atmosphäre und Symbolik, während Adianti stärkere emotionale Nähe zu den Figuren sucht. Vielleicht will das Buch eigentlich sagen, Menschen bleiben oft allein, suchen aber trotzdem Nähe. Also spiegelt auch die fragmentierte Form die Unsicherheit der Figuren wider? Genau, die Figuren wissen ja oft selbst nicht, wohin ihr Leben geht. Deshalb passt auch die offene Struktur sehr gut zum Inhalt. Und würde das Buch ohne den Mandarinenvogel funktionieren? Ja, die Themen würden auch ohne dieses Symbol funktionieren. Ich denke nicht vollständig. Die Geschichten tragen auch ohne Vogel. Der Wal, die Kamera, dieser junge Will. Aber ja, die sind stark genug. Aber der Vogel gibt dem Buch erst diese Tiefe, diese emotionale Tiefe, kann man sagen. Ohne ihn bleibt alles auf einer Ebene. Ich denke, ohne den Vogel wäre das Buch schwächer, aber nicht bedeutungslos. Das Symbol gibt dem Erzählmann zusätzliche Tiefe, auch wenn nicht alle Leserinnen und Leser es gleich stark wahrnehmen. Wunderschön. Ich stelle fest, dass wir am Ende dieser lebhaften Diskussion sind. Frau Julia Ischenko, Frau Adianti Devi, Frau Daria Kuczycka. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch. Meine Damen und Herren, bei Ihnen zu Hause bedanke ich mich selbstverständlich auch für das Zuhören. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und vielleicht entdecken Sie selbst Ihre eigene Interpretation von allgemeinen Zweifeln am weiteren Verlauf. Tschüss!
Das war es für allgemeine Zweifel am weiteren Verlauf von Alice Schmitz. Vielen Dank, liebe Gäste, Janji, Julia, Daria und Ardianti für das schöne Gespräch. Auf ganz dünnem Eis. Eine Sammlung von Erzählungen des Schweizer Autors Peter Stein. Von persönlichen Dilemmas bis zu schwierigen Entscheidungen, die getroffen werden müssen. Das Buch öffnet einem die Augen hinsichtlich der Erwartungen und der Realität. Eine Frau, 2 Männer und plötzlich stimmt nichts mehr zusammen. Anna spricht mit Manuel, obwohl sie mit Georg verheiratet ist. Sie nannte sich Hausfrau und erzählte kurz darauf, dass sie arbeiten muss. Wer ist diese Frau eigentlich? Schon nach wenigen Seiten bringt Peter Stamm unsere Wahrnehmung ins Wanken. Ich schaue das Skript noch einmal durch. Ich bin 38, war ursprünglich Bibliothekarin, habe den Beruf der Kinder wegen aufgegeben. Ich bin adrig, eher sportlich als modisch gekleidet. Wir haben ein kleines Einfamilienhaus mit Garten. Anna Meister Hans. Sie bewegt sich auf ganz dünnem Eis. Steht da. Anna ist eine Rolle. Die eigentliche Erzählerin heißt Sarah. Sie arbeitet im Krankenhaus und spielte dort in Trainings Gesprächen schwieriger Patientinnen vor angehende Ärztinnen und Ärzte. Gleichzeitig träumte sie davon, eigentlich endlich Schauspielerin zu werden, mit einer echten Rolle auf einer echten Bühne. Doch Sarah steckt fest. Ihre Beziehung zu Manuel wirkt leer geworden. Ihre Zukunft bleibt unklar. Und als sie den jungen Medizinstudenten Jonas kennenlernt, gerät auch ihr Gefühlsleben ins Wanken. Damit ist sie typisch für viele Figuren in Peter Stamms Erzählband Auf ganz dünnem Eis. Seine Figuren wollen weiterziehen. Sie wollen ausbrechen aus Beziehungen, aus ihrem Alltag, aus einem Leben, das still zu stehen scheint. Doch oft wissen sie selbst nicht genau, wohin. Ich bin nicht zu Hause bei ihm. War es nie. Wir bilden eine Wohngemeinschaft. Es ist eine Übergangslösung. Er ist nicht schuld, dass es zu Ende geht. Ich bin nicht schuld. Niemand ist schuld. Ich ziehe weiter. Dieser Weiterziehen ist eines der zentralen Motiven der Sammlung. Peter Stamm erzählt von Menschen, die sich bewegen möchten, obwohl sie emotional wie gefroren wirken. Das Bild vom dünnen Eis zieht sich durch viele Geschichten. Auch sprachlich versuchte Stamm diese Unsicherheit spürbar zu machen. Auffällig ist zum Beispiel sein Verzicht auf Anführungszeichen. Gedanken, Gespräche und Erzählung fließt oft ineinander. So wirkt vieles gleichzeitig nah und unklar. Jetzt reden plötzlich alle Deutsch, sogar ziemlich gut und flüssig. Sie stellen mir Fragen, woher ich komme, wie ich hier gestrandet bin. Ein Schweizer Skilehrer im Ruhrgebiet. Wird du strafversetzt? Ich habe mir Antworten zurechtgelegt, die nicht falsch sind, aber auch nicht die ganze Wahrheit. Manchmal funktioniert diese Technik sehr gut. Die Figuren wirken dadurch verletzlich und menschlich. Gleichzeitig entsteht das Gefühl, mit ihnen gemeinsam auf unsicheren Boden zu stehen. An manchen Stellen wirkt Stamms Erzählweise aber auch unnötig verwirrend. Einige Perspektivwechsel und absichtliche Unklarheit erscheinen eher konstruiert als raffiniert. Besonders überraschend ist eine Erzählung, die sich auf einen realen Fernsehmoment bezieht, den berühmten Auftritt von Susan Boyle auf Britain's Got Talent 2009. Ich bin so begeistert, sagte sie, weil ich weiß, dass alle gegen sie waren. Ich glaube ehrlich, dass wir alle sehr zynisch waren. Das war der größte Weckruf aller Zeiten. Nicht jede Erzählung überzeugt gleich stark. Manche bleiben emotional auf Distanz, trotzdem entwickelt der Band eine eigentümliche Sorgwirkung. Gerade seine ruhige Sprache, seine offenen Zwischenräume und seine unsicheren Figuren bleiben lange im Kopf.
Peter Stammer erzählt von Menschen, die fest stecken und trotzdem von Bewegung träumen. Wer leise, psychologische, genaue Literatur mag, wird auf ganz dünnem Eis viele starke Momente finden, auch wenn der Boden darunter manchmal tatsächlich etwas zu dünn wird. Farah Ismail und Sulaiman Al-Hashri. Danke, dass Sie gekommen sind und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Vielen lieben Dank ebenfalls. Tschüss. Vielen Dank. Zum Ausklang haben wir das letzte Buch, Gebäude für Breitengrad, von dem Pre-Batti-Weber-Preisträger Guy Helminger. In 100 Gedichten schreibt der Autor seine eigene Existenz in die Geografie der Welt ein, ohne die Sensibilität für die kleinen menschlichen Geschichten zu verlieren. Aber wie misst man den Abstand zwischen Selbst und Freiheit? Wo befindet sich Ruhe? Kann ich meinem eigenen Schatten entkommen? Durch ein Interview gehen wir diesen Fragen auf den Grund. Olive Oliveira, Anastasia Pijaiko, Pau Pau, Tsitsipo Srisong und Chinyishang sind zu Gast. Herzlich willkommen. Guten Tag allerseits, guten Tag meine Kolleginnen und Kollegen und guten Tag unserem sehr geehrten Gast Guy Helminger. Wir freuen uns herrlich, Sie heute zu diesem Interview begrüßen zu dürfen. Wir, das sind die Studierenden der Transnational German Studies. Und im Rahmen des Praxisseminars hatten wir die Gelegenheit, uns mit Ihrem Buch zu beschäftigen. Aufgrund des Gelesenen möchten wir ein kurzes Interview führen, denn keine Rezension kann die Fragen besser beantworten. Bevor wir aber mit den Fragen beginnen, stellen wir uns kurz vor. Ich bin Anastasia und komme aus der Ukraine. Ich bin Shini und ich komme aus China. Ich bin Pau Pau, komme aus Thailand. Und ich bin Olive aus Portugal. Ich überlasse jetzt Shinyi den Vortritt für die erste Frage. Danke, Anastasia. Zunächst möchte ich eine Frage ansprechen, die uns beim Lesen gemeinsam in den Sinn gekommen ist. Für uns, die Sprache Ihrer Gedichte ist faszinierend und gleichzeitig auch herausfordernd zu verstehen. Ist das Nicht-Verstehen auch Teil der poetischen Erlebnis? Also das ist keine Absicht, ne, von mir, dass man etwas nicht verstehen soll. Wenn ich Gedichte schreibe, dann ist es natürlich nicht so, dass ich einfach nur etwas mitteilen will. Sonst würde ich einen Artikel in die Zeitung schreiben. Ja? Poesie besteht ja gerade darin, dass man über das unmittelbar Mitteilbare vielleicht einen Schritt hinausgeht, durch neue Zusammensetzungen. Und das ist etwas, was ich in allen Büchern versucht habe. Meine Bücher bauen, also die Gedichtbände bauen aufeinander auf. Ich hatte am Anfang die Idee, dass man in einem Gedicht versuchen sollte, einen Augenblick zu rekonstruieren. Ja, wie funktioniert das? Es ist ja so, dass wenn ich mich mit irgendetwas beschäftige, beschäftige ich mich automatisch mit Erinnerung. Weil auch den Satz, den ich gerade sage, wenn ihr darauf reagiert, dann beschäftigt ihr euch schon mit der Erinnerung. Ja, weil mein Satz schon wieder vorbei ist. Und diese Beschäftigung mit Dingen, ich habe das Augenblick genannt, das ist natürlich nicht nur ein kurzer Moment von einer Sekunde, sondern das kann ein Leben sein, das kann also alles, was man so vielleicht rekonstruiert und als Augenblick bezeichnen kann. Und da habe ich in meinen ersten Gedichtbänden auch wirklich versucht, was ich immer Synapsen-Zapping genannt habe. Das heißt, wir haben ja Synapsen, die aufflammen, während wir denken, ja. Und das habe ich versucht darzustellen. Das heißt, das waren wirklich Verse, da fing einer links an, einer in der Mitte, einer rechts und so als wäre das so ein Aufflammen von einzelnen Gedanken. Und ein Augenblick besteht ja aus so etwas. Ja, also auch dieser Augenblick hier ist ja nicht nur, ich sehe euch, ihr seht mich und wir reden zusammen, sondern er besteht
aus Dingen, die ich gerade vorher gemacht habe. Er besteht daraus, dass ihr vielleicht an irgendetwas anderes denkt. Ja? Er kann darin bestehen, dass ihr denkt, Gott, was der für ein langweiliges Zeug redet. Ja? Und all diese Dinge, die zusammenkommen, machen einen Augenblick aus. Das waren sehr besondere Augenblicke und vielen Dank für Ihre schönen und ganz interessanten Gedichte. Vor der nächsten Frage möchte ich einen Artikel von Chris Lauer zitieren. Schon nach wenigen Seiten besteht kein Zweifel mehr, dass Sie weniger verstanden ausgenossen werden wollen, also die Gedichte. Meine Frage ist deshalb, die Struktur Ihrer Texte bricht oft mit Konventionen. Was sind Ihre Motivationen oder wie sind Sie zu dieser Schreibweise gekommen? Also das könnte ich eigentlich ein bisschen an das wieder andocken, was ich vorher gesagt habe. Also es fing eben an mit diesem Synapsenzapping. Und es ist nicht so, dass wenn wir über etwas nachdenken, dass wir tatsächlich so ganz kausal sind. Wir springen sehr viel. Das merken Sie zum Beispiel, wenn Sie im Theater sind. Jemand, der wirklich Dialoge schreibt und tatsächlich immer den anderen antworten lässt direkt auf die Frage, der wird kein sehr gutes Theaterstück schreiben, weil wir oft reden, indem wir völlig fahrig hin und her springen. Ja? Und gerade wenn man das noch auf die Konstruktion von etwas, von einem Augenblick, wo man all diese Sachen mit hineinnimmt, die vielleicht mit dem Grundthema, mit der Frage gar nichts zu tun haben, dann kommt es automatisch dazu. Ich möchte aber auch dazu sagen, diesen Artikel von Chris Lauer, den kenne ich und da steckt nicht viel drin, was stimmt. Also es ist natürlich so, dass ich sage, wenn ich in der Schule lese, wenn man an ein Kunstwerk herangeht und auch an ein Gedicht, geht es nicht darum, direkt alles zu verstehen. Ja? Also wenn ein Lehrer sagt, was wollte uns der Dichter damit sagen, dann ist das der Tod von Literatur. Ja, Literatur wirkt erstmal und gerade Gedichte durch ihre Bildlichkeit. Das ist wie wenn Sie im Museum ein Gemälde sehen, ein abstraktes Gemälde. Dann sagen Sie ja auch nicht immer direkt, was heißt das jetzt, sondern Sie lassen das erstmal wirken. Ja? In einem zweiten Schritt versuchen Sie das dann zu verstehen und zu interpretieren und das ist auch richtig so. Und so ist das auch mit meinen Gedichten. Ich hoffe, dass verschiedene Bilder so interessant sind, so neu sind und vielleicht weiterführen im Denken, dass man hängen bleibt. Aber dann im Nachhinein kann man selbstverständlich sich mit diesen Texten auseinandersetzen und teilweise hat man ja sogar eine Geschichte dahinter. Ja, also von daher stimmt das eben nicht, dass man das überhaupt nicht verstehen muss und dass man das nur auf sich wirken lassen muss. Das ist Quatsch. Ne? Naja, und diese Schreibweise, wie gesagt, am Anfang war die bei mir sehr disparat und jetzt sind es ja klassische Zweizeiler. Jedes Gedicht besteht aus, wie so ein Fluss aus Leere und du hast die Ufer, das sind jeweils die Verse, ja, wo das so fließt. So sieht das ein bisschen aus optisch und so ist es eben auch gedacht, dass es eben eine Engführung gibt von diesem ganzen Disparaten eines Momentes hin immer mehr zu einer Verengung und am Schluss, wer weiß, vielleicht das nächste Buch oder übernächste Buch oder so, bevor ich sterbe, sind vielleicht nur noch Haikus. Also, ja, so ganz kleine Dinger, ja, weil es dann so gemündet ist auf, ja, so auf ein einziges Bild. Ne? Ich weiß es nicht. Und in einem solchen experimentellen Buch, das so viele Gedichte enthält, die eine Welt außerhalb Luxemburg sind, stellen die letzten Kapitel eine echte Rückkehr dar. Nicht nur eine Rückkehr nach Luxemburg, nach den Reisen, sondern auch eine Rückkehr in die Kindheit. Diese letzten Kapitel wirken stark autobiografisch. Also ich habe diese Gedichte, wenn man das durchgeht, die Kapitel, also das fängt an im ersten Kapitel mit Selbstvergewisserung vor dem Aufbruch, ja, Bestandsaufnahme von einem selbst, was hat man, weshalb will man weg und so weiter. Das dritte Kapitel zum Beispiel, das ist eben so der Traum vom Unterwegssein in der Kunst, in der Sprache und da ist dieses Straßenfoto auch draus. Ne? Und dieses Kapitel mit Genese, das ist wirklich Erinnerung. Das letzte ist dann ja ein bisschen so, was uns reicht und was nicht. Also will ich nochmal aufbrechen, bin ich mit Dingen zufrieden und so weiter. Und dieses Genese ist halt ein Erinnerungsgedicht, wenn man so will,
den Augenblick meines Lebens, wenn man so will. Ja, man lebt ja nur kurz. Wenn man mal guckt, wie lange es die Welt gibt, ist unsere Existenz und dann ist man weg. Und da habe ich einfach mal zurückgeblickt. Es gibt ja auch Gedichte zum Beispiel drin, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, da blicke ich auch zum Beispiel auf meine poetische Entwicklung. Ja, Gesangsunterricht heißt es, ja. Also wer hat mir das Singen beigebracht? Und wenn ich das zum Beispiel gucke, da gibt es dann eben viele Dinge dran. Das beginnt in Tübingen, weil ich Hölderlin sehr mag. Ja, da gibt es den Hölderlin-Turm, ja. Und da gibt es auch ein Hölderlin-Zitat, solange ist alles Göttliche dienstbar schon. Ne? Und da kommt natürlich auch Ben wieder vor, aber auch das Rudel, Brücken, Blökte, das ist Apollinaire. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Guillaume Apollinaire, ein großer französischer Lyriker. Der hat ein Gedicht geschrieben, das mit diesem Rudel, Brücken beginnt und so weiter. Sodass ich ein bisschen erkläre, wo ich herkomme, poetisch. Und das hier, Genese, erkläre ich halt, wo ich herkomme, biologisch. Das ist tatsächlich mein Vater, der war Elektriker, der ist in Bettenburg und das stimmt alles. Ne? Also, auch wenn ich auf diese Dinge rekurriere, wenn ich diese Dinge hervorrufe, die Fakten sind, möchte ich trotzdem über dieses Faktische hinausgehen. Ja? Also es ist nicht so, dass ich dann einfach eine Biografie schreiben möchte, sondern das geht dann schon, hoffe ich doch, auf ein Feld des Ahnens, wie ich das immer nenne, also über dieses Faktische hinaus. Also die Unterschiede zwischen das lyrisches Ich und Autor ist nicht so weit hier. Aber ich glaube, wie Harlequin... Naja, auf dem Feld des Ahnens kann ich immer nur mich hindenken, da bin ich nicht. Also das ist schon, oder sagen wir es so, ein Autor klaut, wo er kann. Ja? Also die Realität gibt ihm sehr viel Material und das nimmt man und verarbeitet es, ob es die eigene Biografie ist oder der Blick in den Garten. Ne? Also von daher, das lyrische Ich ist eigentlich das verarbeitende Moment dessen, was Biografie, was Außenwelt und so weiter ist. Ne? Also auch wenn ich meine Sachen benutze, ist es noch immer autofiktional, auch wenn Fakten drin vorkommen. Wir haben schon früher erwähnt, das Hauptthema ist Reisen und es hat offensichtlich viel Zeit gekostet, all diese Beobachtungen, alle Orte und Emotionen schriftlich festzuhalten. Deswegen meine letzte Frage wäre, arbeiten Sie beim Schreiben eher räumlich oder chronologisch? Weiß ich nicht. Also, was klar ist, während ich reise, ist natürlich das Räumliche, was eine Rolle spielt. Ich mache mir dann halt Notizen in ein Notizbuch oder nachher, ich habe immer einen Laptop dabei, dann, wenn ich dann irgendwo ankomme, nachts im Hotelzimmer, schreibe ich dann halt meine Sachen da rein. Aber beim Schreibprozess selbst gehe ich schon sehr, also ich weiß nicht, ob chronologisch der richtige Begriff ist, aber ich beginne beim ersten Kapitel und beim ersten Gedicht. Tatsächlich. Also ich habe mein erstes Kapitel, wo ich genau weiß, worum geht es in diesem Kapitel. Und wenn Sie mal zählen und auch in meinen vorherigen Bänden, jedes Kapitel hat die gleiche Anzahl von Gedichten. Das heißt, sagen wir mal 10 oder wie auch immer. Dann nehme ich mir das erste Kapitel, wo ich sage, jetzt geht es hier, also was dieses Buch anbelangt, um eine Bestandsaufnahme, will ich überhaupt weg und so weiter. Und dann teile ich mir das in 10 bestimmte Teile ein und über jedes Teil mache ich ein Gedicht. Also tatsächlich so. Und bei einem Roman mache ich das auch so. Ich gehöre nicht zu den Leuten, die hier mal was schreiben, da und nachher zusammenbasteln. Ich gehe immer tatsächlich, wenn man es denn will, chronologisch vor. Also, und auch bei diesen Gedichten ist es so gewesen, dass ich tatsächlich gesagt habe, jetzt zum Beispiel das Kapitel, wo es mehr um Asien geht, dann habe ich eben tatsächlich meine Gedichte geschrieben, was China anbelangt, dann was Indien anbelangt, was Nepal anbelangt. Also wirklich so nacheinander. Also es ist ein
wie soll ich nennen, ein rationaler Prozess. Das Schreiben ist ein absolut rationaler Prozess für mich. Also bis hin eben zu diesem Aufbau. Also da versuche ich nichts dem Zufall zu überlassen. Und mit dieser Antwort sind wir nun am Ende angelangt. Vielen Dank nochmal und wir möchten Ihnen noch viel mehr Inspiration für neue kreative Meisterwerke wünschen. Das war es für heute. 5 Bücher, 16 Gäste, jede Menge Gesprächsstoff. Von gefühlsvollen Gedichten bis hin zu Geschichten voller Lebenserfahrung. Die heutige Episode hat alles abgedeckt. Wird es jemals ein perfektes Buch geben, das alle menschlichen Erfahrungen beschreiben kann? Jetzt interessiert uns Ihre Meinung. Ein großer Dank an meine Gäste für diese Runde bei Bookbar 1,7, dem Podcast für die großen Fragen zwischen zwei Buchdeckern. Vielen Dank an meine ZuhörerInnen. Alle Informationen zu den Büchern finden Sie aufgelistet unten in den Shownotes. Tschüss und bis zum nächsten Mal bei Bookbar 1,7.